Sterben der sogenannten Wirtshäuser greift um sich. Die Situation, ja, wer ist daran schuld? Ich weiß nicht, ob man da von Schuldfrage reden kann, sondern das sind einfach Bedingungen, die sich verändern. Und wenn Sie sagen vor Ort, denke ich jetzt einmal, haben wir kein Problem, weil da hat es ja einer gezeigt, wie es geht, hat ein tolles Konzept, lebt die Gastgeberrolle und findet ganz offensichtlich in einem Ort, wo jetzt sage ich mal, die Gäste vielleicht nicht wie in München zur Tür hereinpurzeln, sein Auskommen. Das wollen wir aufzeigen. Die andere Situation ist das, was die Frau Bürgermeisterin geschildert hat in Schönding, dass kein Wirtshaus mehr da ist. Und da bitten wir einfach ein bisschen um Verständnis in der Bevölkerung, auch zu sehen, was das bedeuten kann, wenn so ein Treffpunkt im Ort fehlt. Und darum geht es uns. Einfach ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass ein Wirtshaus nicht nur ein Geschäftsbetrieb ist, der einem Wirt ein wirtschaftliches Auskommen generiert, sondern dass es vor allen Dingen auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat, als Treffpunkt fungiert, als Ort der Geselligkeit, wo man schöne Feste feiert. Und um das zu erhalten, was in meinen Augen einen wesentlichen Punkt auch Bayern trägt. Darum haben wir angetreten, diese Tour eben durchzuführen und eben solche Beispiele aufzuzeigen und eine Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, was es braucht, nämlich faire Bedingungen für alle, die so eine ordentliche, gut geführte Gastronomie betreiben wollen. Genauso soll es ja sein, das ist das eine, die Menschen sollen die Gastronomie nutzen, vielleicht selber noch aufbauen, aber auch die Politik soll Rahmenbedingungen schaffen, die gleiche Chancen ermöglichen. Kann ich auch reduzieren auf einen Satz. Jeder, wir fordern von der Politik nur eines, oder bitten Sie darum, dass jeder, der Gastronomie in irgendeiner Form betreibt, die unter den gleichen Bedingungen betreibt. Es kann nicht sein, dass einer unter sogenannten wirtschaftlich besseren Bedingungen einen Wettbewerbsvorteil generiert, den ein klassischer Wirt für sich nicht generieren kann. Gut, und Ihre Forderung, ganz klar an die Politik? Das heißt zum einen, wegen der Person, also zum einen die gleichen Bedingungen heißt steuerlicher Art und auch der sogenannten hygienerechtlichen Vorgaben. Die müssen für alle gleich sein, die Gastronomie betreiben, egal ob Kiosk, Vereinsheim oder sonst irgendeine Festivität oder eben auch im Wirtshaus. Und die zweite Forderung, weil wir in einer sehr personalintensiven Dienstleistung unterwegs sind, den reduzierten Satz oder einen reduzierten Satz auch für die Gastronomie, um eben, sage ich mal, diesen Unterschied in der Wertschöpfung gegenüber Industrie automatisierter Produktion herauszustellen bzw. auszugleichen. Gut, und das